Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Der Viggo Mortensen war hier am Land und hört seinen neuen Film The Dead Don't Hurt mitgebracht. Ich komme mir das Ganze schon angucken, aber wenn mir der Film da gefallen wird, dann erzählen ich an dieser Episode. Ja, et war lo bisse rauecht Luxfilmfest tuet mech e bësse matgol ne so immer op dat kleng dopassen Stilo mittlerweile am Congé parental und dann op der kleng dopassen de Filmfestival mat ze an da sinn nach divers aner Sachen ze den an do weint der Walo bis mir rauech ëmmech trotzdem hunnech me awer divers Filmer net entgo gelos iwwer verschiedener hunnesche lo schon op diesem Kanal geschwerdech haben net alles erzählt weil ja. Et hat ze Stunden net so agin. Trotzdem war ich mal aber de letzte Film vom Filmfestival ugucke bei der Preisüberreichung gouf The Dead Don't Hurt gewesen. De Viggo Mortensen war persönlich sto an hue auch engeriert gehalten hue bisschen diskutiert, obwohl lo net so fandech lo so als Redner waren lo net de Mann von de große Wider war relativ kurz ugebonnen war aber trotzdem ganz sympathisch an noch Vicky Krebs an der Hauptrolle spielt war auch do an hun ihre Film repräsentiert. Dead Don't Hurt Geschichte ist eigentlich ziemlich sehr erzählt. Et geht eigentlich raufgebracht geht es ein bisschen das eng feministisch Geschichte an engem wilden Western. Also Vicky Krebs spielt eng Frau die ziemlich genau wies wat ze will die für Überzeungen ersteht an ja germol het liewe selber an de Griff hält an net irgendwe von irgendengem Mann mat dicken Portemonnaie sich op der Nös run dann ze leist an mischt wat die seht. Dann treffet dann op den Viggo Mortensen an dem man verlebte zustand verguckt sich an den an sie sind sich auch direkt sympathisch an enges das plnneren sind zu summen an dem Viggo sind klein Hüt der kleiner Staat die dann an der Gation das probieren dann hier Leben zu beschreiten enges das ass aber dann dass de Bierger krisch ass umbrodeln an he fehlt sich aber lo zu Beruf kämpfen zu go für sein Land für seine Überzeugung kämpfen zu go an der Leist hat dann allein hat Kri sein Leben eigentlich ziemlich gut bestriert sein Leben eigentlich ziemlich gut am Griff bis enges Stars ungewünschte Besuch do aus ja der wilden Westen aus halt einfach noch immer gefährlichen Eck egal was für Überzeugungen hört es sind immer Leute do die enge Mappe Spaces wollen. Tja, wen du Besucher wie die Geschichte weitergeht, da muss ich das schon selber gucken, wann dann irgendwann zu gesehen ausschmengen lebt du aktuell Losung dann nicht. Nee, lief noch nicht. Bon, kommen wir aber trotzdem mal drauf zu schwätzen, wie mir der Film gefallen. Der Film dauert ungefähr 2 Stunden und hat eine wahnsinnig gute Ambiance. Also es spielt an einer kleinen Stadt, wirklich das alles super klein ne? Das wirklich das nicht ganz viel unter das der Store an der Stadt an Gidere kennt Gideren aber trotzdem der tut ein mega gute Ambiance von den sich direkt den gut gefiel für die Welt immer mal so an es bringt das Western Setting mega gut rüber absolut am Fokus steht aber heute Vicky Krebs der Viggo hält sich selber ein bisschen zurück hin auch Regisseur am Autor von dem Film an hin hält sich wirklich so also wirklich am Setting hin sind ein Deal von der Geschichte als hin einfach nicht wie präsent an Heläst hat wirklich komplett am Fokus du an hat mich mega gut hat verkörpert dat wirklich enorm authentisch erweist werdet schauspielerisch stop wird also repräsentiert letzte du wirklich also ob ganz hegem Niveau ganz stark an das auch Dorem so wo hauptsächlich geht also Dorem die Chemie unter den zwei an wie hat das spielt das dreht den ganze Film man Setting Kulissen an Kostümer as das einfach fantastisch die zwei sind ein mega gut zum Symbios funktionieren mega gut zusammen an wie gesagt hat verkehrt das wirklich gut an dreht eben das ganz so das Story muss in der so die as wirklich also das braucht du brauche ich Courage dafür für so ein Setting also so ein Geschichte und so einem Setting dann will es vermitteln es wirkt direkt so widersprüchlich so zwei Welten die quasi über den treffen weil wann etwas zu der Zeit wahrscheinlich Mama gehofft da war Feminismus also Frauen waren den Moment halt einfach nicht so gesehen an also das Thema an dem Setting als schon mal ultra spannend dann fand ich faszinierend dass ich schon selbst so untraut und es gelenkt auch zu einem gewissen Moos ganz gut das trotzdem der Film hält irgendwann eng Wendung ohne passiert etwas wat schockieren soll wat bedrecke soll an
wat halt den krassen Impact soll losen an dofir für das den Impact soll los geht für möchte Schritt nicht weit genug also du hat den nach missen den hat nach mir der miss sehen das hat nach missen das hat nach viel mehr missen wie wieso steht so und ohne das komisch auszudrücken aber das hat den halt einfach viel mehr missen dafür als die Szenen hun nicht genug gewirkt für das wirklich rausstechen da das schuld weil insgesamt als Geschichte wirklich cool auch den Antagonist den hun klassischen wilde Western Antagonist den auch ganz schwarz umgenommen das beim schwarzen Hund also der gesagt den ob 6 Kilometer kommen und wir sehen an so voilà, so klasse einerseits klassisch an erfrischen neu as dat ganz daneben an Schmengen erfrischen das wirklich dat richtig stöch wird weil das auch wirklich ein Ass ganz wie soll ich so das sind ziemlich lose Filme das geht ganz gemidtlich für sich also 2 Stunden sind eng agreeable Zeit für die Filme funktioniert gut an der Zeit an wirkt nicht gehetzt an den nicht zu lernen ich fand das wirklich ziemlich genau geroden aber wie gesagt May Impact hat dem Film fehlt dem Film einfach das fehlt dem einfach das Steckchen werte für mich zu einem wirklich großartigen Film gemacht hat so assen halt sau gut das ganz gut und das absolut guckenswert an ich kann du nimmer rekommandieren dass wann irgendwann gelesen nicht dann du hast wie sich die Film unzugucken schon allein nehmen für die schauspielerische Darbietung von Vicky Krebs an der Viggo Mortensen sowieso immer also wo war den da wann schlief nicht gut der Mann ist einfach Hammer an ich denke dummer da ist eigentlich auch alles gesot der könnt mal gerne in die Kommentare schreiben was ihre Lieblings-Western-Film ist wann der Film schon sollt gesehen hun dann los noch gerne Kommentar du wie erste Film gefallen hört dafür möchte bist du schon so den letzte Film vom Filmfest es war schon ziemlich mit an dann so wann dann die Preisüberraschung guckst und dann der Film du fängst ich miss den Eigenschnecke gucke wann ich so richtig ausgeschlo was das war bist schön aber los mal gerne Kommentar du wann dir der Film gesehen und wie nicht gefallen an Lieblingswestern wie gesagt an du wenn der Spanne kann abrufen Kommentar liken delen und so weiter und fort wann der die Video dealt der hilft wirklich krass viel Reichweite das wir mega gut und an dem Sinn war das schon an ich wünsche dir nach ganz viel Spaß am Kino mit The Dead Don't Hurt ciao